Hong hey hong hey wang wang wang. Hong heng hong heng hong. Hong hong hi ha hi ho ho ha. Ho 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 ha ho 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 hi. Ni 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 nong na nong na nang nong. Ni kang kung kung king ka 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 kong. Da 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 da. Da 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 da. Hello, chat. Playing now. Es ist so heiß. Ich schwitze zwischen meiner Arschritze. Let's get rein. Rein ins Game, meine lieben Damen und Herren. Und wenn wir das Mikrofon runternehmen, ne, damit wir besser verstehen, die Scheiße, die ich rede. Completed. Claim your helm. Nice, ha! Sieht das scheiße aus. Hier. Ah, Claim. Das sieht ja kacke aus, Chat. Ja, danke, aber das sieht einfach fürchterlich aus, meine Damen und Herren. Nee, wir wollen jetzt zuerst mal reingehen. Danach können wir weiter shoppen, aber dieser Helm sieht einfach fürchterlich aus, meine Damen und Herren. Also da haben sie sich nichts überlegt. Ja. Dann gehen wir zuerst mal zurück in die Stadt. Chat, gucken wir doch mal den Helm an. Vielleicht kann man den ja irgendwie schön reden. Hier. Nee. Also. Nee, den kann man nicht schön reden, Chat. Der sieht einfach scheiße aus. This looking very, very bad, meine Damen und Herren. Aber seit wann ladet der Shop so schnell? Da haben sie ein Update gebracht, dass man schnell das Geld rausballern kann, Chat. Also das ist auch ein Skin, meine Fresse. Da noch. Die haben die wieder zurückgebracht? Wollt ihr mich veräppeln? Der ist halt schon böse, Chat, ne? Die haben einfach StarCraft zurückgebracht. Das finde ich ein bisschen frech. Da hat sich nichts geändert. Paladin, der Skin ist auch sexy. Barbarian, nee. Oh. Oder was ist das für ein Skin, Chat? Druid, der Skin fehlt mir noch. Aber ja. Wo habe ich das die Scheiße hier reingeschmissen, ne? Das sollte natürlich nicht sein. Aber wir können mal einfach hier, zack, 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 zerstört.
Zerstört. Zerstört. Gut. Ist das Schwert was? Ne, ist nur 58. Hat Maximum Life. Können wir auch gerade wegschmeißen, Chat. Das ist ja einfach mal gar nichts. So. Ne. Haben wir hier irgendwas mit 6 Slots? Oder ist das wieder alles nur Muck? Oh, okay, das ist wieder alles nur Muck. So, wir müssen eine Helltheit machen. Ich hab doch hier schon alles. Wieso will mich das Spiel baiten? Und hier, das haben wir completed. Da fehlt noch etwas. Da fehlt, das haben wir auch completed. Darum ist es eigentlich recht dumm, dass wir Helltheit machen müssen. Hier haben wir es auch. Okay. Das können wir auch noch in die Kiste schmeißen. Ah, hier sind die Sachen gelandet. Ist kaputt. Ist auch kaputt. Ist auch kaputt. Chris, Grüße, wie geht's dir? Bist du auch so gespannt wie ich, was sie heute sagen? Was sie besser machen? Oder besser, was dazu kommt in Season 14 am 30.06. Haben wir gerade eine Helltheit? Yes. Ist die noch lange? Das ist die Frage. Also ja. 2 Kisten können wir eh öffnen. That's not the problem. Because we are a barbarian. Ah, noch 34 Minuten. Ja, das ist komplett easy, Chat. Und go. Was haben wir hier nicht? So, oh, wie so Maximum Live-Chat. Uldi, moin! Wie geht's? Wie steht's? Ist er auch gespannt, was sie heute rausbringen?
Ich muss einfach gestehen, es ist einfach zu heiß, Chat, zum Zocken. Zum Glück, nächste Woche ist wieder kalt. Nächste Woche kommt es regnen. Moin, hast du schon gelesen? 3.1 Video, what you need to know. Nee, habe ich noch nicht gelesen. Können wir nachher lesen. Weil den PTA spielen wir natürlich, ne? Weil ich hoffe, man kann geile Druid-Builds machen, ne, Udi? Ist für uns zwei ja wichtig. Und hoffentlich auch wieder in der neuen Season gute Paladin-Builds. Der Chat, wenn man so 1-2 Tage nicht mehr gespielt hat, dann ist man gerade wieder so im Blutrausch, weil so viel Zeug da rauskommt, ne? Das ist unglaublich. Hey! Wo gehst du hin, Digga? Mythic Unix 3.0. Ja, Chris, genau. Mal gucken, was sich da ändert, ne? Was heißt Mythic Unix 3.0? Digga. Goblin. Der Würfel kann irgendwie unique zu Mythics aufwerten, okay. Ja, das Problem ist ja eigentlich jetzt gefühlt, Mythics sind ja nicht das Problem. Außer ich bin so verwöhnt, dass ich das nicht checke, dass es doch ein Problem ist. Aber gefühlt sind ja die Uniques ist eher das Problem, weil halt verschiedene Stats drauf sein können. Also hab ich so das Gefühl, dass das eher so le Problem ist. Aber vielleicht irre ich mich ja auch. Oh, da unten ist ein Golem. Ein Goblin. Eine Goblinski. Oder? Chat, was denkt ihr? Also Mythics sind ja eher weniger das Problem. Also wirklich eher so... Unique das Problem, dass man die richtigen Uniques findet.
Und ich hoffe, sie bekommen das irgendwie gefixt, dass man nicht mit so Drittparteien Apps oder Systeme da sich 20 Gear-Items craften kann. Ich habe irgendwas im Warplan geskillt, sodass ich Unique von anderen Klassen finde, die dann aber Willpower drauf haben. Das hört sich interessant an. Ja. Ich würde mal sagen, wir gehen back in the city. Dann können wir hier. Dankeschön. So, was haben wir hier? Lightning. Critical Strike Damage. Maximum Life, das ist halt scheiße, ne? Das ist halt auch Maximum Life hier, das ist halt auch komplett scheiße. Bei Druidenspielen, der ja Willpower drauf haben will, ist aber dumm, einen Barb Unique mit Willpower zu finden. Ja, das ist dumm. Das ist dumm. Das bringt leider im Barb wenig bis gar nichts. Das ist nicht gerade so hilfreich. Ich bin jetzt wirklich gespannt, was sie da nachher raushauen für Season 14. Da muss schon was kommen. Das Spiel macht jetzt wirklich brutal Spaß. Da müssen sie einfach einen Banger bringen, Chat. Ein Banger. Ein Banger. Digga, durch die sind wir durchgerast wie nichts anderes.
leider kein Mythic-Seal. Das ist halt leider immer noch sehr, sehr selten, ne? Hier wenigstens was mit 6. Oh. Aber das bringt mir gar nichts. Equip. Sie haben mir nichts Gutes. So. Hier hatte ich auch noch nie einen Mythic. Das ist auch sehr schade. Also Helltime brauchen wir halt wirklich gar nichts mehr, ne, Chat? Chris, du hast noch Schädel für mich. Was brauchst du dafür, Chris? Licht habe ich ja auch was. Ich habe noch weiße, oder 14 von denen. Vielleicht kann ich auch was herstellen noch. Stones to cut? Nee, gar nichts. Können wir ein bisschen Sachen umwandeln? Nee, nur 700. Gute Frage, bis jetzt nichts. Eieiei. Gucken. Ja, wo ist es hin? Voll. Neuigkeiten. Patch. Dann lesen wir uns doch schnell hier durch. Also PTA, Chat. Falls ihr nicht wisst, was ein PTA ist, das ist ein Testserver, wo man die neue Season spielen kann. 9. Das ist... Oh, das geht noch lang. Das geht noch lang, Chat. Zweiter 9. Ah. Uli, danke. Ja, dann ist gar nicht mehr so lang. Danach wird euer Feedback einigermaßen passen. Okay. Risse in der Ebene des Wahnsinns. In der Season 14, das ist falsch hier geschrieben. Entlang der Grenze zwischen Sanktuum und der Ebene der Wahnsinns, arkane Klüften auf. In diesen Rissen tritt ein neuer Monsterfamilie auf. Der einzige. Die Blutzollkörper zu oben.
Okay. Weltenbossen. Okay, krass. Also, man hat so Rissen, die aktiviert man. Da kommen Monster raus, da muss man einfach gegen, halt auch gefühlt gegen die Wellen kämpfen. Und je länger man das, die man töten kann, desto mehr Loot kommt. Es können Goblins rauskommen und dann bei ganz großen Rissen können Weltenbossen rauskommen. Okay. Reichwandler. Okay, dann gibt's Reichwandler. Und wenn man den besiegt, gibt's ein Portal zur Blutzollkammer. Blutzollkammer. Ist ein Mini-Dungeon. Was? Nachdem genügend Spalten innerhalb von Rissen beschlossen wurden, durch Abschließen einer speziellen Rissaktivität in der Blutzollkammer könnt ihr euch zusätzliche Belohnung sichern. Die Blutzollkammer ist die beste Quelle für große Unterschlupf-Boss-Schlüssel. Ihr benötigt, um den Hort des saisonalen Unterschlupf-Boss auf Qualstufe 1 und höher zu öffnen. Okay. Neue Monsterfamilie. Ja, die leuchten blau, Chat. Wow. Okay. Saisonal spezifischer Unterschlupfboss. Ein neuer Boss verbreitet Angst und Schrecken im Sanktarium. Schlagt ihn gnadenlos nieder. Digga, wir rollen da drüber oder hauen ihn Pulverize weg. Okay, hier können Mythics droppen und Währung zum Aufrüsten einziger Gegenstände. Und zwar mehr als jede andere Aktivität. Okay. Mythisch einzigartige Gegenstände 3.0. Ah, Uldi, du hast das so gemeint. Man kann... Ach du heilige Scheiße. Holy shit. Ah, Chris, wir rollen überall drüber. Mythische einzige Gegenstände 3.0. Und das hieß, kann jeder einzigartige Gegenstand mythisch werden. Leute, schnallt euch an. Ja, Digga, wir schnallen uns hier an. Bis zum geht nicht mehr. Holy shit. Also Uniques kann man zu mythischen Gegenständen machen. Holy shit, Chat. Was kommt das an? Aber was? Also klar, das hier unten wird violett, ne? Jetzt Chat, einen Moment.
Diablo Loot Table. Also, wir nehmen zum Beispiel diesen Stab hier. Um das einfach mal schnell vergleichen. Okay, das ändert sich. Weil normalerweise hat man was anderes drauf, Chat. Against the effect of every upgrade. Boah, Chat, das kann richtig brutal werden. Nee, das hier unten, das Violett ist anders. Weil guck, wenn man jetzt den Stab hier nimmt, ist halt jetzt ein bisschen klein geschrieben für euch. Weil das ist ja eigentlich der gleiche Stab. Oder? Der Name ändert sich. Und der Affix ändert sich. Oder wenn wir die Schuhe nehmen. Was ist das für Schuh? Ragnaros. Wo ist dieser Kackschuh? Da. Okay, da ist es gleich. Aber beim Stab ist es anders. Beim Stab ist es anders. Ja, wir werden es sehen, wenn sie es besprechen. Aber es ist schon mal richtig krass. Wenn man halt dann, ich denke, man spielt dann halt deutlich mehr mit Uniques, wo man dann zu Mythics macht. Boah, das wird so geil zum Testen, Chat. Das wird richtig nice zum Testen. Hallo? Kann ich bitte das Bild wieder klein machen? Okay, in Zukunft ist mystisch keine Seltenheitsstufe mehr, sondern veränderbare Gegenstandsqualität. Mit Hilfe von Modifatoren. Also wir brauchen Pandemonium, Chat. Durchreide von steigt saisonale Bestenliste auf, um einen klassenspezifischen mythisches einzigartigen Gegenstand zu erhalten. Okay, nice. Belohnungen hier. Turm gespielt, Turmstufe 100 oder höher. Top 1000. 500. Okay. Kriegspläne, Chat, ist natürlich auch wichtig, ne?
Da müssen wir natürlich auch wissen, was da kommt. Mhm. Eure Pläne zu synchronisieren müsst ihr wie für alle Mitglieder der Gruppe müssen sich in Temmis befinden. Also in der Hauptstadt müsst. Nice, man kann es jetzt endlich in der Gruppe machen, Chat. Wir können alles zusammen machen. Wisst ihr, was das bedeutet, Chat? Jeden Samstag pushen wir Kriegspläne. Schön zu viert. Papp, 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 papp. Das ist nice. Würfel. Der einzigartigen Gegenstand sind jetzt die Funktion. Mashallah, Chat. Oh, das ist auch richtig geil. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Wir können jetzt einzigartige Gegenstände, also Unique Icon, fokussiert neu würfeln oder chaotisch neu würfeln. Für einzigartige Zauber und nicht für Macht einzigartige Gegenstände. Ja. Chromatische Abstimmungsprismen haben eine geringe Chance, alle Widerstände zu gewähren. Okay. Solo-Selbstzweitmodus spielen wir sowieso nicht. Ulti und Chris, ist das etwas für euch? Ich denke nicht, oder? Ist das etwas für euch? Was ist das? Also Chris, Solo Selbstfinder Modus ist quasi, wenn du nur alleine spielen willst. Ganz alleine. Das bedeutet, du kannst normal oder Hardcore spielen, wenn du den Modus aussuchst, aber du kannst in keiner Gruppe spielen, mit keinem anderen Spieler handeln. Also quasi alles, was du erspielst, ist nur für deinen Charakter. Und keiner kann mit dir handeln, keiner kann mit dir zusammenspielen. Das ist ja langweilig, ja. Also es gibt mega viele Spiele anscheinend, die wollen das. Aber wir können zum Beispiel keinen Samstag mehr machen, wo wir Mythic Runs machen. Wäre tot. Geht nicht. Also für mich ist das gar nichts. Aber für Leute, wo quasi beweisen wollen, dass sie alles alleine geschafft haben und dann auf der besten Liste Nummer 1 sind quasi oder einfach halt darauf spielen wollen, da ist natürlich, ja. Für die ist es was, aber ich glaube, für den allgemeinen Spieler, also ich spiele ja Videospiele, damit ich mit anderen Leuten zusammen zocken kann. Also ich weiß ja nicht, aber Zusammenspielen macht doch immer mehr Spaß. Oh mein Gott, die Grenze von Obolus liegt jetzt bei 25.000. Einfach mal verzehnfacht. Gott sei Dank. Ja. Äh. Geil, das ist schon mal auch gut.
Kriegspläne auf Qualstufe 8. Quasi, wenn ihr es macht, bekommt ihr mehr Erfahrungspunkte. EP-Ausgangswert für die Höllenhorde wurde erhöht, das ist auch gut. Oh, die Okay, das ist ja easy peasy. Also, bei der Höllenflut, was wir gerade vorher gemacht haben, muss man immer 2 Kisten öffnen. Und jetzt muss man einfach Glutpartikel sammeln und dann nachher auf Qualstufen 300. Das ist ja easy. Neu hinzugekommen, Kriegspläne, Quests und Knoten für lange Höllenflut-Eskalationsziele. Okay. Zum Testen Angebot der Future. Ja, die Boosts, das ist klar, dass man alles einfach bekommt. Aber Chat. Bitte. Ist ja richtig sexy. Aber ich gehe jetzt mal schnell auf Toilette. Ihr könnt euch das schöne Bild noch angucken und dann können wir noch mal drüber reden. Chat, vergesst nicht zu trinken, ne? Immer richtig Wasser bei so heißen Temperaturen. Also Chat, die neue Season, die wird ja richtig mythisch, ne? Also, die wird babamäßig. Die wird babamäßig. Kann mal schnell gucken, Chat. Diablo. Pulversize. Build. Die Frage ist jetzt, gibt es dann noch normale mythische Gegenstände oder gar nicht mehr? Weil zum Beispiel beim Pulverize Build, wenn man dann, da kann man T-Bouts Will mythisch machen, man kann die Waffe mythisch machen, man kann auch den Ring mythisch machen, dann hat man 1, 2, 3, 4 mythische an.
Das ist schon krass, Chat. Ich muss schnell Foto weiterleiten. Also die Mythic Uniques droppen bei den Season Boss und aus Season Truhen aus Bounty Board, korrekt? Und man kann so viele davon tragen, wie man will, aber nur eine darf gecraftet sein. Sicher? Das habe ich jetzt nicht gelesen. Jeder Spieler kann nur einen selbst hergestellten. Ah, Uldi, du bist, lesen ist halt Vorteil, ne? Und du kannst lesen. Du liest hier alles ganz genau, nicht so wie ich. Also, wir können einen Gegenstand so craften und die anderen müssen wir finden. Aber Chat, zum Beispiel Le Druid. Le Druid. Es gibt nur beim Druiden gibt es nicht so viele so Unique-Waffen. Ja, Chat, wir müssen das gucken, ne? Die Frage ist halt, gibt es dann noch normale mythische Gegenstände oder gibt es dann keine mythischen Gegenstände mehr? Das ist noch so meine offene Frage, Chat. Ulti, hast du das gelesen? Gibt es noch normale Mythics noch oder nur noch diese? Aber der neue Boss, wo es dann einfach gibt, Chat, wird einfach überrannt. Also der wird abgemetzelt. Da ist ja jeder am Farmen, weil jeder will ja die Uniques mit den Mythics drauf haben. Ich denke, die wird es noch geben, aber davon jetzt nichts gelesen, okay. Also das wäre krass. Ja, denke auch, der wird gefarmt. Bro, der wird sowas gefarmt. Chat. Wir können dann schön Mythic Run von dem Boss machen. Jeden Samstag schön machen wir mit den Jungs und Girls von der Community einfach den ran und knallen den weg, bis es nicht mehr geht. Also wirklich.
Der Boss tut mir jetzt schon leid. Der wird da runtergemäht bis zum geht nicht mehr. Aber falls diese noch gibt, dann hat man easy 2 Mythics plus 1 selber hergestellt und dann müsste man halt noch 2 andere finden. Und halt, also der Boss-Chat, der wird gefarmt. Aber sowas von. Und ich hoffe, man kann den One-Shotten. Nicht, dass der irgendwie eine Mechanik hat oder noch eine zweite oder dritte Phase, sondern einfach One-Shotten. Britz, tot, britz, weiter, britz, britz, britz. Aber wir müssen halt zuerst diese Sachen hier machen. Diese Risse müssen wir machen. Da das hier. Dann geht's Portal auf. Dann rein ins Portal. Da irgendwas erledigen. Also müssen einfach halt in der Blutzollkammer. Das ist wie ein Mini-Dungeon. Ja. Und dann können wir halt zu ihm gehen mit dem Schlüssel und können ihn zerstören, ne? Also müssen wir einfach für uns, Community, die Schlüssel für ihn aufbewahren und dann können wir zusammen farmen. Dann können wir farmen, Chat. Farmen, farmen, farmen. Also, Uldi und Chris, was denkt ihr von der neuen Season her? Ich glaube, es wird geil. Es wird, glaube ich, geil. Bin dann gespannt auf den PTR. Könnte mal gut werden, ja. Könnte, ne? Uldi, ich will noch mehr neue Uniques sehen, mal sehen, was sie im Campfire zeigen, ja. Ich bin auch gespannt, es geht aber noch 54 Minuten, bis wir da rein können. And it's going to be significantly faster leveling your war plan. Ich müsste eigentlich auch schon mein YouTube-Video aufnehmen, so wie es Rob gerade macht, ne? Jetzt muss ich hier alles schließen. Was nehmen wir als Titelbild? Ja, wir nehmen einmal Bookchat. Ich zeige euch mal, wie gut ChatGPT arbeitet. Wir nehmen das hier, Bild kopieren. Zack. Wir nehmen das hier, Bild kopieren. Zack. Erstelle
Thumbnail mit diesen 2 Bildern im 16:9. Diablo 4, Season 10 und 14. Das lassen wir mal kochen. Wir hätten auch noch das hier reinmachen können. Blaue Portal. Aber ja, schauen wir mal, was ChatGPT uns da für ein schönes Bild macht. Für unser YouTube-Video nachher. Das YouTube-Video mache ich glaube erst nach dem Dev Talk, weil vielleicht haben wir da noch mehr Informationen, wo es hier drin noch nicht steht, Chat, und dann würden wir sonst jetzt was verpassen. Fast fertig. Letzter Feinschliff, Chat. Komm schon, ChatGPT. Give me the thumbnail. Neue Mythisches, neue Mythics. Season 14, Loot und Builds. Also ich muss schon sagen, ChatGPT hat gekocht. Oder? Kann man so nehmen. Kann man so nehmen, Chat. Das hier unten könnte man aber noch. Das hier. Könnte man nicht einfach reinzeichnen? Bearbeiten. Ja, passt. Dann mache ich noch meinen hässlichen Kopf rein. Darum möchte ich eigentlich gerne das da wegmachen. Auswählen. Ausgewählter Text entfernen. Oh, was? Legends für den PTA werden hier bereitet, sobald sie verfügbar sind. Oben. Hier, Patch Notes Chat. Nee, nach oben. Gibt schon Patch Notes, Almanacol? Alter wird verifiziert. Digga, ich bin genug alt für das. Perfekt, Chat. Dann CapCut.
Guckt da das schöne Gesicht hier an, Chat. Da. Löschen. Downloaden. Download reinziehen. Zack. Zack, zack. Zack. Den Häschen. Vogel. So. 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 Und schon hat man neues Tablet-Chat. Wir sind einfach Profis. Download. Thank you. Diablo-Seite will mich jetzt komplett verarschen, aber endlich. Was können wir uns sonst noch angucken? Supradin, Supradin. Vitality. Supradin, Chat. News. Vielleicht finden wir noch was anderes, was wir jetzt schon angucken können. Patch Notes. Das haben wir schon angeguckt, die Patch Notes. Das ist nichts Neues. Das ist nichts Neues, Chat. Oh, ich will alle diese Mythics haben. Ja, jetzt warten wir eigentlich nur noch 45 Minuten, Chat, bis die anfangen mit dem Talk, ne? Dann legen wir los. Aber ich denke, die anderen Mythics wird es noch geben, Chat, das ist gut.
Dann bläsen wir. Boah, ich will es unbedingt. Oh, wieso bringen die immer so Sachen raus, Ted? Oder müssen wir noch so lange warten? Noch über einen Monat. 1 Monat und 3 Tage. That's long, Jet. Das ist lang. Haben die sonst was noch gepostet hier? Die Diablo-Seite ist auch wieder ein bisschen langsam, ne? Alle Anzeigen. Ah, das ist auch noch gut, Chat, ne? Am 2. Juni, 19 Uhr, bekommen wir mehr Erfahrungspunkte, bloß Goblins wieder. Oder? War das mit Goblins? Ja. Da bekommen wir wieder, wie letzten Season, wenn man Goblins tötet, steigt man da auf dem Board die Ränge hoch und dann bekommt man am Schluss einfach diese Kisten. Und wir bekommen gratis kosmetische Gegenstände. Das ist auch nice. Zweiter Juni, das ist nächste Woche am Dienstag. Das heißt, morgen bringe ich ein Video raus. Am Sonntag soll ich noch ein Video rausbringen. Am Dienstag kann ich dann da. Ne, das kommt dann am Mittwoch raus, das Video über das. Und dann habe ich eigentlich auch schon wieder 3 Videos im Kastenchat. Nehmt am Live Q&A Segment Santorini Discord. Oh. Das Anti-Twitch teilnehmen. Los geht's. Oh. Hm.
Ja. Echt nichts Spannendes, Chat. Oh no, das Game hat sich zugemacht, weil wir zu lange geplaudert haben, Chat. Wir haben zu lange geredet. So, da gehen wir mal unseren eigenen Livestream einen Like. Das ist very good, very good, very good. So, da, Twitch. Ist Diablo schon on the line? Nee, die sind noch nicht live. Digga. Doch, die sind live. Das ist ja das Video vom letzten Mal. Dann auf YouTube. Sollte ich ja den auch eigentlich folgen? Nicht. Oder auch nicht. Hm. Ja, Chat, eigentlich können wir das neue YouTube-Video schnell noch raushauen. Falls die doch noch was ändern, können wir es ja immer noch ein zweites Video machen. Ja, mi amor? Du siehst so wunderhübsch aus, mi amor. Wie eine kleine Löwe. Arr. Che mentira, mi amor. Jo, kleine Löwe ist doch süß. Oder nicht? Okay. Dunkel. Ja. ¿Qué pasa, mi amor? Geil. Alter. Sechs Zuschauer. Wie sie mir zuschauen können. Das frage ich mich auch, Schatz. Das frage ich mich auch. Aber eben, du bist ja auch mit mir zusammen, oder? Also, fragst du dich auch, wieso du mit mir zusammen bist, ja. Schwierig, ja? Ja. Ich habe einfach einen Sechser im Lotto gezogen, oder? Ja. Und Reihe? Ist doch noch viel zu heiß draussen, Schatz, oder nicht? Nein, ist
Ist es nicht? Schaut mal schnell. Wir haben draussen noch 24 Grad. Ja, ja ist schon recht. Wo der recht ist, ist er recht. Oh ja. Ja. Das ist schade. Oh, what? Passa, mi amor. Wieso redest du nicht mehr Spanisch? Die Dominikanerin, die Kolumbianerin. Nein, bist Brasilianerin. Ja, eben. Ja, dann tut es mir leid, dass ich versuche, irgendwie zu kommunizieren, oder? Versprochen, oder verstehst Dann kennst du mich schon. du? Ich will nicht. 4 Jahre und 6 Monate. Also, und du weißt immer noch nicht, ich passe auf. Es tut mir fürchterlich leid, Schatz. I'm so sorry. So. Noch eine halbe Stunde, Chat. Und dann wissen wir ganz genau, was auf uns zukommt. Aber wir machen schon mal das YouTube-Video, würde ich mal sagen. Dann haben wir das schon mal im Kasten. Also, wir reden über das. Über den Layerboard, das. Tau. Das hier. Raw the Cube, dann das da. Das interessiert euch keinen. Obolus ist gut, Warplan ist auch gut. Ja. Ich denke, das sind die important Dinge. Oder habe ich was verpasst, Chat? Nee, ich denke nicht, oder? Das ist alles, was wir wissen müssen. Ah, und Chat, ne? Meine YouTube-Videos sind, merkt man halt, sind alle frei gesprochen, einfach raus aus der Grütze, raus, ne? Könnten eigentlich das natürlich auch noch auf Deutsch machen, weil wir ein deutscher YouTube-Channel sind. Arena ist südöstlich von Zabrinzet. Keine Ahnung, was Zabrinzet ist, wo das ist.
Oh, ich habe den Stream angeschmissen, Chat. Von Diablo. Aber da müssen wir jetzt noch schnell Ruhe machen. Wo ist die Maus? Also Chat, schnell ein YouTube-Video machen. Grüezi wohl, YouTube, wie geht's, wie steht's? Wir sind gerade im Stream, warten gerade noch die letzten 28 Minuten, bevor Season 14 vorgestellt wird, aber natürlich auf der Webseite findet man eigentlich schon die größten Infos. Und ich muss sagen, die Season 14 wird mythisch. Wieso, Chat? Also, Season-Thema Pandemonium. Rupturen kommen nach Diablo. Ist auch ein bisschen so wie bei Last Epoch. Da gibt es solche Dinge auch, wo dann immer so ein Zauberer rauskommt. Bisschen ähnlich. Aber wir treffen solche Rupturen an. Wo? Meistens in der Helltide kommen die vor. Und je nach Schwierigkeitsgrad sind die halt ein bisschen anders. Also wenn wir noch normal spielen, haben wir einfach kleine Risse, die ja meistens der Helltide am häufigsten anzutreffen sind. Nachher, wenn wir Qualstufen sind, gibt es anschwellende Brüche, kolossale Brüche. Abstufung einfach, ganz einfach, es gibt einfach mehr Loot. Was wir von dem Loot wollen, kommen wir nachher drauf, weil wenn ihr anschwellende Brüche oder kolossale Brüche zerstört, kann ein Dreamwalker rauskommen. Und wenn wir so einen Dreamwalker zerstören, kann ein Portal erscheinen, in dem wir in die Todeskammer kommen. Ist also wie ein kleines Mini-Dungeon. Müssen wir einfach Monster töten. Einfach plätten. Töten. Und quasi Loot ist, wir bekommen Layer-Boss-Schlüssel für den neuen Boss. Und das ist der Kollege oder Kollegin hier, den wir wahrscheinlich diese Season recht hart farmen. Wieso? Kommen wir nachher noch drauf. Es gibt auch noch so Portale in der Helltide mit den neuen Mobs von den Rissen. Ja. Rennen wir drüber, töten wir. Eigentlich nichts Wichtiges. Wieso wollen wir jetzt diesen Boss farmen, Chat? Ganz einfach. In der neuen Season können Uniques Mythics werden. Es gibt die alten Mythics noch, soweit ich verstanden habe. Und Uniques können mit einem Mythic-Attribut droppen beim Boss. Plus die droppen Pandemonium, wo wir dann Uniques zu Mythics upgraden können. Es ist einfach Wahnsinn, Chat. Wahnsinn. Das bedeutet, wir können unsere normalen Mythics anhaben, plus 1 selbst gecraftet, da ist eben der kleine Haken. Wir können nur ein selbst gecraftetes Mythic tragen, die anderen müssen wir finden. Das heißt, wir rennen die Bosse wahrscheinlich runter, besonders der neue Boss, wo quasi das Mythic droppt, also die Unique Mythics droppt. Weil gerade Pulverize Build hat Unique Hose, Unique Waffe, Unique Ring. Könnte alles Mythic sein. Dann hat man mit dem Unique Kopf und Unique Mythic Ring und Mythic Kopf hat man dann 5 Mythics an. Mashallah werden wir da Schaden durchballern. Und bei den anderen Builds wahrscheinlich auch. Wir sind ja schon in einer recht verpackten Situation, gerade bei Diablo. Es könnte noch verpackter werden.
Also richtig geil. Das, was auch noch geändert wurde, ja, Tower gibt's wieder, gibt's auch wieder Belohnungen. Ich denke, die wenigsten spielen das so richtig aktiv, die spielen einfach das Spiel. Aber was jeder spielt von uns, sind die Kriegspläne. Da gibt's richtig nice Anpassungen, Chat. Erstens, man kann's in der Gruppe spielen. Man kann es in der Gruppe spielen endlich, dass bei allen die gleichen Aufgaben sind, dass man zusammen die Kriegspläne leveln kann. Was muss man dafür machen? Man macht eine Gruppe, man muss in der Hauptstadt sein und dann kann der Gruppenanführer quasi Plan auswählen, wo dann für alle quasi den Kriegsplan levelt. Also das ist richtig nice. Plus man bekommt auch mehr Erfahrungspunkte. Ab Qualstufe 8 bekommen wir mehr Erfahrungspunkte, wenn wir quasi den Kriegsplan machen für die einzelnen Kriegspläne. Also da geht's auch wieder schneller, dass man den jetzt pushen kann. Also das ist halt auch richtig geil. Dann Update beim Horadric-Würfel. Das, was jetzt quasi das Schlimmste war, weil wenn man zum Beispiel Wirbelwind Barb spielt, wo nicht stirbt, weil er quasi Low Level hat, also man darf nichts anhaben, was einem Maximum Life gibt. Und jedes Mal findet man ein geiles Item, hat Unique Schwert und es hat Maximum Life drauf und man muss es wieder wegschmeißen, weil es ja nicht rollbar ist. Man kann jetzt einzigartige Gegenstände fokussiert neu würfeln oder chaotisch neu würfeln. Also man kann die Uniques bearbeiten. Man kann auch wieder Unique Power Roll machen. Und man kann chromatischen Abstimmungsprismen benutzen und bekommt eine geringe Chance, so All Resists zu liefern. Mal gucken. Was auch neu in Season 14 ist, Solo Selbstfound-Modus. Die, wo es nicht wissen, was es ist. Man kann es entweder normal oder Hardcore spielen. Wenn man das ausgewählt hat, den Solo Self-Out-Modus ist einfach so, ihr könnt nicht mit anderen Spielern zusammenspielen. Ihr könnt nicht handeln, ihr könnt keine Gruppe machen. Das ist eher für so Leute, wo wirklich alleine spielen wollen, wo selber dann beim Tower eine hohe Tower-Pit-Stufe abschließen wollen, aber zeigen wollen, weil sie ja alles alleine geschafft haben. Für uns nichtig, nicht wichtig, brauchen wir nicht, weil wir wollen zusammenspielen. Wir wollen, wie jetzt in der Vergangenheit, jeden Samstag 20 Uhr Mythic Runs zusammen machen, etc. Und jetzt startet der Stream gerade, aber ich weiß nicht, wo. So, kleine Interruption gehabt gerade, das tut mir leid. Wir ziehen hier durch, es gibt keine Cuts in meinen YouTube-Videos. Und dann, was auch noch geil ist, Chat, Oberlusse, neue Obergrenze, 25.000. Nice. 2500 war deutlich zu gering. Dann, ja, Minimap-Symbole wurden noch gemacht, bla bla bla. Eben wie erwähnt, es gibt ab Qualstufe 8 XP skaliert hoch. Höllenhorten, erhöhte Basisaktivität, Erfahrungspunkte, auch geil. Was sich auch geändert hat beim Kriegsplan, wenn man Höllenkriegsplan gemacht hat, muss man jetzt immer 2 Kisten öffnen und jetzt muss man einfach die Flut einsammeln, entweder 75 oder 300 und dann hat man es schon gemacht. Ja, that's it. Easy peasy, Jet. Also ist richtig geil, besonders die Jagd auf die Mythic-Sachen geht los. Und das machen wir ab dem 2. Juni. Bis zum 9. Juni können wir das testen auf dem PTA. Ich hau den Link hier noch rein, wenn ihr noch nie auf dem PTA seid. Gibt dann auch hier
So installiert ihr den PTR, dass ihr alles habt und dann geht's los. Gibt's nur auf PC. Glaube ich. Ja. Gibt's nur auf PC. Gut, das war's. Es gibt auch noch Patch dazu für die einzelnen Klassen, aber da machen wir noch ein eigenes Video draus. Einfach mal Grundriss-Video, Chat. Damit ihr nichts mehr verpasst, folgt gerne dem Kanal. Wie eben gesagt, jeden Samstag 20 Uhr, fast jeden Samstag, machen wir immer mit der Community Mythic Runs und verschenken Items und sonst was. Ist alles gratis, was ich habe. Darum seid dabei, seid nicht dumm, joint uns. Mehr Loot für alle. Also, ciao, ciao und einen schönen Tag noch. Wiedersehen. Da, Chat. Video aufgenommen. Ihr müsst das trotzdem noch gucken, auch wenn ihr es live dabei seid. Oh, Chris, ciao, ciao. Auf Wiedersehen, Chris. Dann machen wir zu. Ja. Ja, Twitch. Mehr anzeigen. Die sind noch nicht live, Chat. Was soll das? Das ist schon heute, oder? May 28. Heute ist 28. Wieso hat Rob da ein Counter? Machen die das nur noch über Discord-Chat? Ähm, hä? Sind die dumm? Oder bin ich dumm, Chat? Ich sehe das nicht, wo die live sind. Was war der letzte Dev Talk? Ja, egal. Wir laden schnell das Video noch hoch. Der letzte YouTube-Beschreibung.
YouTube-Titel 14 aus Moskau. Jetzt haben wir noch nicht. Wir nehmen den Textchat. Text mit Chorus. YouTube öffnen. Videos, Chat. Geht's wohl, YouTube, wie geht's? Wisst ihr, könnt alles alleine. Aber ich weiß nicht, wo. Aber ich weiß. Hallo? Wieso hängt das Video? Alles alleine geschafft haben. Für uns nichtig, nicht wichtig, brauchen wir nicht, weil wir wollen zusammenspielen. Wir wollen, wie jetzt in der Vergangenheit, jeden Samstag 20 Uhr Mythic Runs zusammen machen, etc. Und jetzt startet der Stream gerade. Aber ich weiß nicht, wo. So, klein. Gut, nicht so schlimm. Kann man behalten, Chat. Können wir behalten, so, Chat. YouTube Studio. Video hochladen. Püppripüpp. Die Beschreibung reinpacken. Dann unser cooles Bildchen. Diablo-Playliste. Nein. Nein. Die Tags reinkopieren. Das sind wieder zu viele. So. Wir reden Deutsch. Weiter. Öffentlich. Morgen 16:30 Uhr kommen in unsere Videos, Chat. Zack. Das lassen wir noch überprüfen. Dann haben wir das auch geschafft, Chat. Aber wieso kommt hier nicht der Kack-Dings? Das ist irgendwo hier. Und kopieren. Oh, du hast hier gar nichts geöffnet. Du Düppeli. Wieso machen die das jetzt auf Discord-Chat? Sind die komplett dumm?
Check, check. What's going on, everyone? Just want to check if my mic is all good. Wo sind wir hier gelandet, Chat? I can hear it. Nice. What's up, man? Hey. Hello, everybody. Just getting things all set up on our side. Mics, buttons. Digga, wo finde ich den Kack Livestream vor dem Scheiß? Event Details. Developer Seite besuchen. Nö. Ich check's hardcore nicht, Chat. Wo das stattfindet. Ich check das nicht. Crossbow, hi. Crossbow, you have an ID where I can look the live stream? Oh, where is this shit? There's Art Peskov, guys. This is a lead designer. I had an interview with Art. A very nice guy as well. Hey. Yo, yo, yo. There he is. Top right corner. What's up? It says What's chat. going on? Just getting things all ready. I was just saying, I was like, you know what? Ich glaube, ich muss hier reingucken. Machen auf das gleiche wie Rob macht. Ist halt richtig komisch. Getting us all ready, so I don't sound too much like a silly goose. And of course, for all of you, it's been a lot of hype since the release of Lord of Hatred, and you know, Sanctuary is definitely one of the places where I go. For, but like, then just being able to host us for this conversation, really, really appreciate it. I think the big thing, just to kind of set the stage a little bit, is PTR blog drop released today. Obviously, there's been a lot of stuff that's been going on since the release of Lord of Hatred. So we do foresee that there's probably questions that overlap between those that exist for PTR season 14 content and things that are going on right now in the world of the current state of the current build for retail season 13. But yeah, I will be doing this lightning round style. So for those in chat, just drop your questions. The chat moves pretty fast. I don't think there is like a slow mode or anything. So we're just going to try to attend to as many questions as possible. We have been scanning places like Sanctuary, Discord, forums, etc. So we have a general idea of things that are going on and things that people are looking to get more information on. But yeah, I'll just be taking the questions in. We have the amazing crew of Art and Ben, and I think what we could do is, yeah, we'll pause for a second. Let's just jump right into it. So, I mean, Art, Ben, you down to get into it? Do it. Yeah, let's do it. You know what? I'll kick off first with just an icebreaker question. We have a little bit of time, so if you don't mind filling everybody in on what you do for the team and what did you roll for season 13?
I'm Ben Fletcher. I'm the lead seasons designer, and for 13, I actually played on my base game Druid as a Storm Companion build, which is fortunately a lot more viable after the skill tree rework. So that was a lot of fun. Hey everybody, I am Art Peshkov. I'm the lead systems designer. For season 13, I rolled Warlock as my first character. I did like this homebrew Dreadclaws thing, and then I respect Command Fallen at like when I hit tier 10 or 11 or whatever. Awesome. Yeah, and for everybody here, my name's Rich Bantegi. You might have seen me on the forums or any blue posts as Filthy Rich. For this season, yeah, similar to you, I rolled Warlock first, went Dreadclaws, APOC, and then had some fun even with Eviscerate. Rolled into Sork, and then now, funny enough, I'm rolling. I just started a Rogue going for a pen build. So yeah, I'm just gonna jump right into it. There's no warm up here. I think we can go. What I'd like to do is call out the people's names as well as the questions that they have. So let me just siphon through. I'm gonna go back because I saw some questions started to come up. For those curious, we'd love to answer questions that are very much related to the most recent set of news, which is around season 14 PTR. So I know that the team over here wants to answer questions, but also kind of like within the rhythm of answering that question, provide some information on things that we would love to have tested from folks. So yeah, let's go into it. All right. Always get overwhelmed. Once we get the ball rolling, we'll go. Okay. You know what? Let's kind of like go in with an easier questions just to get the words rolling off the tongue. So Locke Reindeer was asking, what's the design philosophy for Warlock? There doesn't seem to be a direction in terms of power scaling or functionality. Any response on that? Thanks for the question, Locke. Yeah, I mean, at a high level, the Warlock, philosophy and fantasy is that you are a demon summoner, right? You are summoning the powers of hell and as disposable resources to kill the powers of hell. We're generally relatively happy with where Warlock landed as a brand new class. Obviously, it's kind of overshadowed by some of the more I'm not going to say overpowered, but interactions and builds in other classes that are kind of scaling past where Warlocks can right now. We're looking to adjust things in season 14. Iggy is asking, is there a new benchmark for class builds to hit now? Previously, Colin said that they wanted each coherent build to be able to hit pit 80 to 85. So has this changed? If so, what is that now? I'll take this one. Really, our goal is for like every archetype to be able to get to Torment 10, because that's kind of where the game is fully unlocked. And past that, it's really how far are you able to push your build. Ideally, everybody is within acceptable. Every class and archetype is within acceptable bounds of each other. Okay, I can't ignore this one. We may not have a full response, so please direct your throwing knives and swords to me. But Warland was asking, actually, no, let me see. I missed it, but it was around war plans. So I missed the question and the user, but the question was just generally around any current plans around making war plans account wide, and any other thoughts on that. Ja, Chat ist halt I richtig can take this one as well. dass man nur so zuhören kann. Lightning round. So we made some changes to War Plans Richtig progression behindert. in season 14. That should be reflected in the PTR notes. We are investigating expanding the way that War Plans saves to be not just per hero, but we don't have any more concrete news at the time. All right, this might be okay. Xinf was asking, will Realmwalker be better this time? Looks like he took some time to check out the PTR. See, Ben, some reactions from you. Yeah. Any changes to our Realmwalker, buddy? Yeah, I can take this one. So the Realm Walker, we heard the feedback from the first round of the Realm Walker. Like in general, is a pretty, it's a cool, big, imposing boss, but we didn't use him
in the best way. I think the biggest offender was, we've got that phase where he popped up and you had to follow him around for like 5 minutes before you could even fight him. It's all streamlined now. The fight is almost completely reworked. So when you encounter the Realm Walker, you go right into the fight, and it's a lot more elaborate fight now. It's almost like a world boss that you can encounter So out können wir es in am the besten world machen, in Chat. Helltides, outside of just a boss arena as a surprise, not just on a timer. And yeah, he's just kind of a badass dude now, looking to wreck some folks. Let's see here. Dante is asking, is your goal for the changes presented in patch notes intended to make the game harder to Super, wear? Oh God, super, where'd it go? super, Dante, where'd your question super, go? I got wrecked by suboptimal. chat. Das ist I might eigentlich have to kein hold. eigenes Stream machen. Ja, klar. Also, das verstehe ich halt gar nicht. Oh, Aber Dante, I'm sorry. I'm just gonna have to owe you one. I lost it. The chat kind of just ate the question. I will find it. da machen wir es halt so, ne, Chat. Also, geht halt nicht anders. All right. Okay. Let me try to hold this. So Petronius is asking, can you elaborate on the new way mythics work and how they're similar and different than the existing mythics? Yeah, I can take that one. So the new mythics are a way, philosophically, are a way to elevate existing unique items, that are either generic or class specific to the level of mythics, right? Because there are some mythic items that just kind of dominate the meta in terms of what they provide in the slots that they provide. And the way that the new mythics work is that any existing unique item can potentially become a mythic, right? And they can drop that way. There are some crafting avenues for this. What a Chat. mythic means in this new world is that all of its base affixes are at the max possible value. They're not GA, but they just have the max roll. And then the the unique power has a boost of 30%. So yeah, it's 30% better. What we've done, one other thing we've done is that we've given so there's that. Iconic mythics is what we're calling the old mythics. Those still exist. You can still get them. They have been a few of the kind of exceptionally good ones have been brought down to be competitive with the rest of the crew, just so that we're actually fixing the problem of like nobody or not everybody slotting the exact same item regardless of build in the same slot, because it's the clear only answer. Also Uldi, du hattest recht. Hier, Oh, das and bleibt one other gleich, thing, I guess it's aber important. 30% stärker. We've the new mythics will be craftable in the cube just like unique items are, or modifiable in the cube with affix modification, just like unique items are now in season 14. But iconic mythics are not able to be modified and not able to have their affixes modified in the cube. Gotcha. I think somewhat of a tie-in, I guess, related to specifics around the mythics. This is from K-League. For the new mythic object done within the cube, will it be a mythic unique with fixed stats like uniques? With fixed stats like uniques used to be pre-expansion, or will this have the random stats like the newer uniques? The new mythics follow unique rules where they have one fixed stat, one fixed base affix, and then 3 randomized affixes. But like I mentioned, in season 14, we are adding the ability for the cube to modify the affixes on unique items and new mythics. Awesome. Yeah, curious to the community's response with that one. I think I did like internally, even that got some eyebrows to perk up, some excitement around that. So yes, thank you for that. Let's see. Das ist halt wirklich nur ein Q&A, Chat. Okay, I'm starting to copy and paste some leaderboard questions. I'm going to attend to those in just a little bit. Oh, okay. So He Devil, I guess just for information, is asking, will these mythic changes, are they going to be permanent? Or are they seasonal? Sorry, I was muted. The new mythic unique rarity is permanent. Some of the loop in terms of like crafting is potentially seasonal only,
but new mythics are staying. Thank you. Thank you. All right. Have some. Let's see. Okay. This one might be controversial, but it is coming up. We are seeing a lot of tower and leaderboard questions coming out. So if we, again, it's one of those where like, hey, if we don't have a response, no worries. Like I think we can always follow up on it. But I guess just to present to the group over here, with tower going out of beta, now will there be a ladder reset or purges whenever exploits are found? Similar to like what we've seen with some of the classes, or will it be similar or will it be yeah, let me pause it right there. Yeah, with tower going out, how are we approaching things like exploits and and essentially some bugs that might be affecting leaderboards? Art, I don't know if you have a better answer for that one. I'm not too tied into the tower. Oh, you're muted. Why do I keep doing that? No, sorry, I don't have an answer for that right now. Sorry. Yeah, I mean, what we're seeing mostly right now is like one, we're super appreciative of everyone surfacing a lot of like the reports and bugs. I think not only just kind of like pointing to it, but also providing like a lot more insight information around like what's causing that stuff. So we're seeing a lot of stuff like I think what the players are seeing now is definitely some more reactions on like how we're approaching it. I think the most recent thing that it's occurring today is like, there are some things that are occurring right now in the current state of like season 13 to a point where like we care about the integrity of the game, so you're seeing that right now. We put a pause into the official launch of what would have been like a new launch of a ladder. But just know the conversations are always flowing. I think the main thing is like trying to find that essence of like balance and integrity in the leaderboards. But yeah, right now you're seeing one example of like how we're addressing it, which is looking to find a solve for what's causing some of these exploits and bugs, and in turn, at the moment, putting a pause and delay. Using this as a platform to just give thanks to a lot of folks who are like being very patient with us, knowing that like while we're still in this beta, trying to figure out how to get things ready for the official launch, like everyone's been really cool for the most part for the places that I've been raiding in with the delay. But yeah, we care about it a lot. It is a source for information and insight for a lot of us internally, so we want to make sure that the experience is great for all of you. Yeah, I just want to like really double down on it. We care about the integrity of the ladder a lot. Like we are actively investigating and following up and fixing every single exploit that is out there right now. Ja, das müssen sie auch machen. The Rogue müssen All sie right, let's see here. unbedingt fixen. Hopefully that answered a handful of some of the leaderboard questions. And I think we'll have more. I think one thing that we're planning down the line is like as we get closer to major announcements and like showcases like a developer update. And of course, after the PTR, a lot of things are going to be taken into consideration as far as like learnings from gameplay experiences. That will be another moment where we'll have more updates to share as well. So thanks for the question. Let's see. Ich kann Answer mal questions gucken around beim that. Oh, Patch, solo self-found. ob die Waffe vom I am Druiden seeing some irgendwie questions around gebufft solo self-found. oder Once again, I got wrecked by irgendwas chat. anderes But gemacht any haben. notes or comments around solo self-found, team's anticipation, motivations, kind of what the team's thinking right now? It's been highly discussed throughout many months leading up to this. But anything that we could share right now with the players regarding solo self-found coming into the PTR and later on down the road for season 14. You got any thoughts, Ben? Because I can add some commentary if you don't. Not too much. I'm excited for players to get their hands on it. Yeah, definitely. So obviously, SSF has been a pretty heavily requested feature from the community. We're really excited to finally be able to give it to you guys. Auch keiner, Chat. Really, this is for the people who want the kind of like the integrity in that competition. If they're if they're pushing leaderboards, or if they just want an experience where like I really just want to rely entirely on myself, right? It's a separate partition. You'll still be able to play in the world with other players in solo self-found. Like you're not just going to be in completely empty overworld and like doing world bosses solo or something like that. You just won't be able to group or trade or actually engage in active party play with anybody else on the partition.
Oh, actually, so I have a follow-up. Let me change gears a little bit. Draco's asking a question about mythics. So the question, after getting a unique upgraded to a mythic, can I make it a mythic charm so I can use it together with a unique charm? And finally, and some use to the mythic seal of the diamond. Um, yeah, actually, that's a pretty cool idea. We're not doing anything with unique and mythic charms in season 14, but if it's something that we're looking at extending support for in the future. Yeah, that's a really cool idea. Let me see. Wanted to see, are either of you able to answer questions around loot filter? So I don't dive too deep into the question, and it might be a question that's better answered later on. Yeah, I don't have too much info on loop filter. I can answer No. some high level questions, but I don't know. Depends on what Yeah. the question is, I guess. So Aoi Miko was asking, really love the loot filter. It helps so much. Are you planning to expand its functionality, like allowing us to change the size of the text labels, color saturation, and such, as well as settings for conditions per tournament level? Yeah, just curious about how the team is thinking about like loot filter and the expansion towards it. Yeah, I'm glad people are excited about the Loot Filter. I use it. Yeah, everybody uses it basically. We are definitely looking at extending support, largely based on feedback provided us from you guys. We're not doing anything in season 14, but keep sending us your feedback, and we'll look to build out the feature set in the future. Lootfilter, bestes Update bis jetzt. Let's see here. We had another question for unique charms, and I'm learning to scroll. I saw this one message from a mean person. It's like, "Hey, filthy rich, will you learn how to use your mouse scroll?" Hey, I'm doing my best over here. You know what? Let me go search for our next question. I think let me throw it back over to you guys. I think there's a lot of content coming into the PTR, and maybe you guys can take turns and things that you'd love to see players kind of like emphasize a little bit more focus on PTR, and I could start to round up some questions on my end. So feel free to hop in, whoever wants to go first. But again, phrasing around, what are things that you would love to see players kind of explore and venture off into when it comes down to what's coming in for the next week's PTR? Yeah, so uh, our main kind of activity loop revolves around these new things called ruptures. So I definitely want people to hop in, check out ruptures. They come in three varieties. There's kind of the standard rupture that can appear pretty much anywhere, but it's especially prevalent in hell tides. And that's mainly for helping with leveling and progressing your rep board. That's not going to be in PTR, but in the full release. So don't get too bogged down on those that are everywhere. What you really want to focus on is the two larger ruptures. So the surging rupture, those ones appear in hell tides, specifically in local event zones, and those ones are the ones that have a chance to spawn the realm walker. So when you do that, you have that chance. If it does spawn the realm walker, it pings everybody in the hell tide on that shard, and then so everyone can rush and work together to bring the realm walker down. And then we've got our largest size of rupture, which appears specifically in the boss arena that's southeast of Zarbanzet, and that one's on a timer. It's every 20 minutes or so, and that one guarantees that you encounter a realm walker. Um, and yeah, I just want to get your feedback on if the ruptures, are they fun? You're going to be doing a lot of them, so we need to make them as fun as can be. And how those work is, yeah, you interact with them, so they're opt into activity. It expands, makes a circle on the ground that expands, and then that circle starts shrinking. And the idea is kind of the opposite of a lot of activities that we do, where you want to close the thing as fast as possible. This is the opposite of that. You want to keep the rupture open as long as you can. So you kill enemies inside the rupture and close these tears that appear in the rupture, and that pushes the bubble back out as it's shrinking. You're not going to be able to keep it open forever because the rate that it closes keeps speeding up until you can't keep up with it. But you want to keep it open as long as you can, and that's how you earn the most rewards. And then the different versions are just kind of different takes on that. We've also got these a version of these that appear in Nightmare Dungeons with the rupture affix. So that kind of spices things up in that it's that circle, but you're in a confined space now, and you're having to deal with the walls and enemies in a lot smaller area. Let's see here. Oh, Also, you know what, Ben? While you're on that thought,
I actually have a comment here by Clarith. Clarith was basically commenting on how it was prior, saying that chasing the Realm Walker who moves slowly and spewed out few mobs every now and then wasn't as fun. Curious to know if there are any improvements, and I know we have a few things to kind of update in that regard. Yeah. You no longer chase it around. It's a No fight. When it erupts from the ground, either from a surging rupture or a colossal rupture, you just go straight into the fight, and you're not just following around slowly as it's like spawning in guys. It's like a pretty intense fight now, and you need to focus on it. Ich denke, am Anfang kann das noch gut sein, Chat, aber nach, wenn du eh alles platt machst, ist easy peasy, da stehst du da einfach und haust die Monster weg. Sorry for interrupting. I figure like we're just gonna segue into some comments that are coming from players as you're explaining. Yeah. So another real exciting thing for this season is we're reintroducing Reapers into the into D4, or introducing Reapers into D4. We haven't seen the Reapers since D3. So we've got our main boss. So Chat, ich geh schnell auf Toilette. So yeah, take on that boss. And we're trying to lean into kind of the angelic Reaper side of things. So this boss is like highly mobile. So yeah, check that out. Let us know if it's fun. Like, is the mobility of the boss, does that feel novel and make it feel different than the seasonal bosses that we've done in the past? Let's see here. Oh, I guess one more note about the Nightmare Dungeon sigils with the Rupture affix. Like the normal way of getting those in the full season launch will also be closing ruptures. You can occasionally get the sigils that you need, but that's tied to the quest line, so you're not going to be able to get them the normal route. But Merak has, you get them you get the season cache or whatever from Merak, and that gives you just a ton of the sigils, and you can run those as much as you want. Awesome, thanks, man. But for you, Art, anything kind of like top of mind, things that we're looking to get feedback on from players during the PTR experience? Yeah, I mean, I think the obvious one is like the new mythics, right? Like, how do they feel? How are they affecting like overall build crafting across classes and archetypes, and like the larger meta? Like, we're hoping we open things up a good bit and make there be more options and more variety at that helps you scale at the top end, right? Definitely looking for feedback on the war plans changes. Like we added party board sync, which should help playing in a party. So feedback around how that flows and works would be very much appreciated. There's a couple new activity nodes in Helltide aimed at one is like complete a full escalation sigil run, so the 3 dungeons and kill Astaroth, and one is spend a longer amount of Helltide than the existing Helltide activity node. And these are their activity tree experience and their war plans rewards are all scaled to the fact that they are longer form activities. And this is really just to promote the fact that there's a lot of like nodes in the activity trees for those activities that like promote you for escalation sigils. There's a whole bunch of cool stuff with escalation sigil dungeons, and they're really fun, but it's really hard to line up multiple NMDs in a war plan. And similarly with Helltide, like half the tree is about like things that happen during thread, and like here's a 666 cinder chest, and like if the existing Helltide war plan is get in and get out in 5 minutes, I'm never actually engaging with that. So this is meant to help people who have those specs in their trees engage with that and not feel like they're chasing war plans RNG or like being inefficient. So super excited about that. We've changed mythic seals, or 2 of the mythic seals. I can't remember the actual names. The one that gives you -1 set requirements, that one's unchanged. We changed one of the other ones, the one that was -2 charm slots plus 2 unique charms. We just removed the penalty, so it's just you can equip up to 3 unique charms. So the kind of build path, talisman build path there is you're doing a 3-piece set bonus and 3 unique charms. And then the 3rd mythic seal for now has just been disabled while we kind of come up with a better design for it. For those eternal people, any existing copies of the one that's been disabled it's been replaced with the +2 unique charms one. Obviously there's a bunch of cube updates, looking to get feedback on all that, looking to get especially on like how affix modification on uniques and new mythics feels. And there's some there's some
changes or updates to dungeon keys, we basically made all of them salvageable for an appropriate amount of sigil dust, so that there's like some player agency and like I don't need these key types because I just don't need the thing, and then I can convert that into sigil dust, which then I can turn into keys of a type that I do need. Endlich, Chat. I think that's kind of it at the very, very high level. Cool, awesome. Yeah. Yeah, I mean the blog itself, if anybody wasn't sure, we have it up on Diablo4.com. Just feel free to hop in to check that out. Obviously, it's occurring next week, so we aren't expecting the most amount of questions because obviously it did get just posted up this morning. But yeah, if there's anything top of mind, that's why we are taking in some questions around like season 13 or just general lay of the land for D4 overall. I did have a question. Sorry, I wasn't able to copy and paste the name, but it was around cube. Question was, do you feel that cube crafting hit the mark you were going for, and do you plan on adding any more crafting options for the future? Before I answer that question, I want to correct myself. The dungeon key salvaging thing is going into season 14, but it did not make the PTR. So I don't need your feedback on that in PTR because it's not there. As far as the cube, honestly, yeah, I'm in big picture, I'm really happy with where Cube landed. I love the community reception. I love that people love playing around with it. I like I like that people have figured out the kind of like little tricks and interactions between other crafting systems and like how I think that's all very cool. Obviously, there's some stuff that's been busted with the cube, like people hacking and crafting literally impossible items. Gem strength bonus is a clear outlier. Like it was never intended to be that strong. It was never intended to scale with two-handers, and we fixed that in season 14. So hopefully there's no major outliers in power, and people aren't doing really, really awful game loops to try and hit gem strength bonus and not unmodifiable at the same time and hating their own lives for it. But yeah. Sorry, and before I forget, the second part of that question is like, yes, we are obviously going to be adding more crafting options in the future. We just added some stuff for season 14. Really, you can expect the cube to be a platform for more crafting stuff in the future, and we have lots of cool ideas. Awesome. Also the cube. I think a question that I'm pulling up right now, just because we've also seen a lot of questions around it during the lifespan of season 13, was this one's from Dozer. Are we expected to get jetzt any mal schauen, hordes? Ob sie die ganzen Probleme auch in den Griff bekommen mit Gea, Multiplicator okay to share with at this moment, or things that are coming in for PTR? Yeah, actually. So in PTR, we've doubled the base experience of Infernal Hordes. I get 50 XP base for doing a Hordes run, which on top of the general later Torment experience boosts to activity experience should make leveling your Infernal Hordes significantly faster. On the rewards side, I don't think this made the PTR. We've made like the Infernal Hordes chests better. Like we made the equipment chest better. We made the War Plans No Talisman chest better. We made the golden the materials and the gold chests scale way better with more Aether. I'm trying to think what else. But I don't think those changes made the PTR. But something that did make the PTR is when you do an activity in War Plans, the amount of reward that you get is scaled per activity to account for the time that each activity takes. So Infernal Hordes was already getting a bonus, both in terms of non-activity XP rewards. We've increased that bonus further. So when you do Infernal Hordes, not only are you getting double the base amount of XP now, the other rewards, all of the rewards are scaled more than they were before. So that should hopefully make it a much more equitable choice in War Plans. Ja, hast du trotzdem Infernal Hordes. I'm going to cherry pick a few things that I've been seeing come up a lot in the chat, and I think it's fine if right now we're not ready to answer it. If anything, I do want to just recognize, like, hey, we're aware of a lot of these comments that are coming in, so just want to acknowledge that. I think what we're seeing a lot of this way also we can surface some additional questions, but
There's a lot of questions around the war plans account wide, which I believe that we've responded to lightly earlier. The other is I think just a lot of questions or requests almost for like any sort of remedy for stash space. I guess a lot of folks just trying to find a way to kind of like solve for that issue. And then the other is around Mephisto, like Mephisto sequences, seeing if there's a way to cut any of the scenes. Don't want to put the pressure too hard on you; those are somewhat hard to answer. But if we have anything to add on, please Wir feel free to brauchen share. mehr Otherwise, just want to Platz acknowledge im that it could be in Stash. hand over here on Sanctuary Ich würde that auch Geld yeah, dafür we're zahlen, taking Chat. in Wie these bei notes, PoE. this feedback, and if we don't have anything today, I'm sure that we'll have something for you in the future. No additional comments on the war plans thing other than what I said earlier. For Mephisto, I don't think it made it made the PTR, but we are making the cutscenes and stuff skippable for Uber Mephisto. And then I forgot what the second question was. Stash base, I think. Rejoice. The chat paused a moment. Dude, I've been there. I literally I but got to the point where I just put my head down while he's doing his thing, and then I'm like, okay, yeah, can I? Yeah. No, I think that's a good one. We've definitely seen a lot of that. For each one of the iterations or patches, just people curious. Like, I wonder if it's something that the dev team is considering. So, thanks to all of you for mentioning that. And like, that's really good news, Art, especially for the folks just running Rotas, Sie trying to beantworten target einfach efficiency when it comes down to die the loot at the Stash-Frage end of nicht. the tunnel. Let's Antworte see nicht wegen here. Stash. Okay, we are nearing the end. Hopefully, that kind of eliminates some of the redundant questions, but do want to add some stuff in. There was a question I did see top of mind that kind of like resonated a little bit. Might be around leaderboards. I don't know if anyone here can answer it, but the comment was around fishing. Is there anything that we're doing to kind of like resolve for any iterations for leaderboards and how we can smooth out the experience for folks, especially for those looking to optimize or try to find that ideal kind of like map set via fishing. So one, I just want to acknowledge that the team is aware that yeah, this is something that Collins called out in the past, but curious to see like where we are today, if we have any additional comments on things that players can expect regarding like fishing and the experience with trying to get on top of the leaderboards. If not, we will reserve an answer in our dev update. Yeah, I don't have an Yeah. answer for that. Yeah, I don't think we have any specific answers, but in general, I think philosophically, like the goal is to make sure that the variations of permutations of things that can, happen in the pit, none of them are too egregiously spiky in either direction, so that like the need and desire to fish is diminished. Obviously, to some extent, like it's RNG, it's a random based game. Yep. There are lower rolls and there are better rolls, but fishing is a problem that we are kind of always looking at. So thank you for that, Art. I think we have time and space for about two more. So let me pull some stuff. Chat trolling to the level 1000. Oh no, we may not. Yeah, just addressing the whole stash base. Yeah, sorry folks. We just don't have anything to comment on it. But yes, we do acknowledge that it is a common request from the players out there. Mach doch einfach den Stash-Base wie im PoE. Alright, Man let's zahlt see. dafür, wenn man mehr will. There Dann was a verdient ihr question Geld. around Ihr wollt doch immer unique Geld verdienen, charms. Blizzard. Wirklich. Avalon is actually asking to see. He is wondering if there are any new charms coming in anytime soon. Basically, also commenting that currently in the current state, not every unique ancestral charm can be made into a unique charm. So just curious to see like what the team's thinking from an itemization standpoint for unique charms. Yeah. So first of all, it is intended that not every single unique can become a charm. There are some interactions and some things that just are problematic, and that they were never built to coexist at the same time, and the mutual exclusivity kind of needs to be there. But as a whole, we are looking to expand the roster of unique charms in future seasons, and also generally
charms and talisman as a system. We're looking to keep building on it. Gotcha. I think this might have been a relative topic that I might have skipped earlier, but Shagrat is asking, Echoing Hatred, can it please stack so you don't lose the chance to run it? And please do not close the Echoing Hatred run when you have a dungeon open and the dungeon is closed. So curious to see if we have any updates around like Echoing Hatred. Probably one of my more joyful experiences whenever I get the chance in the key. That second thing is a bug. So I definitely remember seeing that in the database. I don't know if it's been resolved yet, but I'll follow up on that after this. As for Echoing Hatred in general, we've increased the rate at which you can find a key to Echoing Hatred just from kills, just like killing elites and random stuff, pretty significantly. It's still meant to be like a rare kind of like bonus activity. So, don't expect to see a key drop every couple of hours or anything like that. But the drop rate did go up a good bit. Gotcha. Noob Sauce just was looking for clarification, saying that you mentioned that new mythic uniques will have an aspect that is 30% more powerful, but unfortunately the blog does not reflect that. So just maybe we can clarify over here, kind of like the function and the change from tier up to mythics and how they affect aspects, if you don't mind, Art. Yeah, so it's a new mythic unique is what the effect it has on the unique power is the unique power is max rolled and then it has a 30% bonus on top. There are some very specific exceptions where the unique doesn't quite scale in that regard, but in those cases it's being scaled appropriately. But generally you can expect a 30% multiplier on the max roll of your unique power as the effect of a mythic, new mythic. Gotcha. And I think I'll just sneak it one more in. Jojo King's asking, when a mythic unique drops in the game, are we able to alter it in the cube? No, that might. I'm not sure if he's referring to the new mythic unique or actually the vanilla mythic uniques. But maybe you can answer for both. Yeah, I'll answer for both. The old mythic uniques, we're calling them iconic mythics, those cannot be modified in the cube. New mythic uniques and regular uniques in season 14 can be modified in the cube with chaotic and focused reroll specifically. This costs an additional resource than the base recipe, but yeah, you can do it. And I think Lo the Burger was asking a question around, like, will it persist beyond the season? But I believe that because it's a seasonal mechanic, that it's just here for that moment. No, the ability to craft on uniques is eternal. That's staying in the game, and the new mythic rarity and the way it works, that's also an eternal thing that's staying in the game. Oh, there you have it, Lo the Burger. All right, folks. I think that kind of takes us to the end. Next week's gonna be a pretty big moment for the PTR stuff. Really looking forward to everybody checking it out. We will, per the usual, have places and stages set up so that we can take in a lot of feedback, bugs, reports, the whole nine around everything for what's coming in for the season 14 PTR. Looking to figure out how we can continue to do these. I think right now we're taking time to go through it. Slow mode was a huge help this time around. Big thanks to all the mods and everyone. And I think we're gonna take a moment here to figure out like how we can make the sanctuary sit down and all the ones moving forward like more efficient and like direct to you guys. We didn't want to just blatantly ignore some of the things that we saw in chat that are hyper prominent. Although some of those things we didn't have responses for, I think it's important that we at least acknowledge it. And there might be moments in the future, such as developer updates or even through just blue posts, where we can address some of these things. But want you to know that we're here. Really appreciate everybody that's been hanging out, playing the game, hanging out on every one of the channels that exist for all conversations for Diablo. But Ben, Art, any final words before we take off? Double muted, Art. I swear to God, it's not like I'm not on voice calls like half the day. No, I'm just excited for you guys to get in there, give us feedback, test the stuff out, and yeah. Yeah, break it. Heck yeah. In the meantime, wish you all the 4 GAs possible. Get all the seals to make your days great. And from all of us from the Blizzard Diablo team, thank you so much. We'll see y'all next time. Bye-bye. See you guys.
Ja, Chat, also das war jetzt nicht gerade so erleuchtend. Uldi, was sagst du? Das war jetzt nicht gerade das Gelbe vom Ei, ne? Also, das sagen wir schon mal auf YouTube. Oder YouTube-Chat, ist da jemand noch? Also, ich finde das katastrophal. Die hätten einfach wieder einen eigenen Stream machen sollen. Eieiei. Ja, finde ich auch. Uldi, da hätte man sich das sparen können. So, YouTube-Stream tun wir mal beenden.